Moin, hallo ihr Lieben. Ich begrüße euch von ganzem Herzen. Heute ich sage Ihnen, ich koche ein kurdisches Spezialessen. Heißt Linsen- und Bulgur-Köfte. Wie man das macht, das ist ganz ein tolles, gesundes Essen. Und hauptsächlich, das ist vegetarisch, kein Fleischprodukt dabei. Es ist vegetarisch. Es ist sehr gesund mit viel Gemüse dabei. Viele Gemüse. Ich sage Ihnen einzeln, was Sie am besten machen. Hier, erstmal, ich habe hier. Bring mal hier. Also erstmal vergehen. Okay. Was Sie brauchen hauptsächlich, hier ist Petersilie, Blattpetersilie. Wir haben hier Beispiel, wir haben hier Beispiel Frühlingszwiebeln. Kannst du ein bisschen hoch machen. Frühlingszwiebeln. Ich habe hier Ramona-Salat. Habe hier Tomaten. Paar Tomaten. Was ist, das ist Zutaten, sondern Beilagen. Das war Beilagen, Entschuldigung, Beilagen. Was Sie brauchen hier, Semit. Kleine Stufe von Bulgur. Das ist Semit. Und hier Linsen. Linsen haben wir schon. Ich habe diese kochen schon. Das sind rote Linsen. Rote Linsen habe ich schon gekocht. Und hier Zwiebeln und mit Margarine. Das kocht auch gleichzeitig. Kocht auch. Und zusätzlich, ich habe hier Tomatenmark, hausgemachte Tomatenmark. Hier ist Kümmel, bisschen dabei. Und das ist Pulverbiber oder ja, Pulverbiber, bisschen Salz. Und ich habe auch Olivenöl. Was ich erst mache, erst einmal Linsen kochen. Linsen müssen richtig kochen, dass die nachher, die kommen in Bulgur rein. Aber ich zeige Ihnen gleich, was da passiert. Und habe hier nochmal Petersilie und Zwiebeln. Fein geschnitten ist hier vorbereitet. Alles hier. Ich sage Ihnen einzeln, wie man damit weitergeht. So, hier Semit. Beispiel, wenn Sie Supermärkte gehen, Sie kaufen manchmal Bulgursalat. Das schmeckt besser als Bulgursalat. Das ist ja auch gesund, aber der Linsen ist drin. Viele Gemüse dabei. So, hier ich komme. Jetzt versuchen wir mit meinen Linsen. Gucken wir je nach Bedarf. Kann sein, dass ich ein bisschen mehr. So, erstmal muss ich ein bisschen umrühren. So. So. Ja, mach das rein. So. 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 So, der Linsen war sehr heiß. Jetzt kommt auf, wir haben geschüttet auf den Bulgur. Es ist feucht, gleichzeitig auch heiß, wird schneller weich. So. Das nennt man Linsen- und Bulgurköfte. So, unsere Zwiebeln. Jetzt kommt Tomatenmark. Weil wie gesagt habe, das war alles hausgemachte Tomatenmark. Das ist schöne Aroma drin.
Und gucken mal die Farbe, das ist ganz tolle Farbe hat er. Das können Sie in Supermärkten sowas nicht finden. So, ihr Lieben, das hat mit diesem Essen habe ich genau bei Seder Küchenschlacht auch gemacht. Mit dem Essen, ich wurde ganz weiter, schneller weitergekommen. Gucken Sie mal, das ist so schöne Farbe bekommen, meine Zwiebeln. So, das muss reichen. So, ich mache jetzt meinen Ofen aus, mein Herd, Entschuldigung, mein Herd ausmachen. So, jetzt kommen wir hier. Hat der Wasser schon gezogen. Jetzt kommt hier Gemüse, das heißt ein Kopf Zwiebeln. Das mache ich nur das? Nee. Ja, ich mache erstmal das, okay. Machen wir dann hier rein. So. So, habt ihr gesehen? Es ist ein bisschen heiß, muss man aufpassen. Nachher muss ich mit Händen das wie Teig muss ich formen. So, ich begrüße meine kurdische Kollegen auch, dass ich heute ein Linsenköfte Bulgur gemacht habe. Khushko Brian Kurt Wakund binen, az hiro hana khalke ma afni deben Habir Nisk. Anji çi deben bawat kun deben Habire Benisk deben ha Habire Benisk deben. İyo maze bitişi Muhammed'e kari hatta namı bu Almani akbim. So, अब खाना का गलत थाइबत और खाना का ख्वाहिश है उदान दोबारा तब खसकाई है so damit mir sagt man Fatma probier mal ein bisschen erst einmal ob sonst okay braucht kein Salz mehr und die Tomaten mal und ein bisschen dieses Mal haben was Salz was schon drin. Ja. Jetzt kommt Kümmel rein. Kümmel und ein bisschen Paprika. So. So, jetzt muss ich mit Händen. Zwei Hände. Nee, ist zu heiß, Fatma. Nee. Ist ein bisschen zu warm. Warte mal ab. Muss ein bisschen kühler werden. Eine Hand geht auch. Aha. Das ist sehr, sehr gut. So. Jetzt kommt das auch rein. So.
So, meine Lieben, mein erstes sieht gut aus. Sie sehen schon, schöne Gemüse, sieht man schon ein bisschen Grün drin, Zwiebel drin. Ich denke, es ist reich. Und jetzt, wir machen vor. Ja, wir haben vorbereitet hier Ramona-Salat. Ramona-Salat muss man haben. Oder Kopfsalat geht auch. Eisbergsalat geht auch. Je nachdem nach Geschmack. Und das ist auch Beilagen, haben Sie gesehen? Ja. Und Beilagen, das ist grüne Zwiebel muss man haben. Petersilie ist da. Und Tomaten ist hier. Sie sehen schon, hier, das wird, bei uns nennt man das Sakum. Ah, das Sakum, sehen Sie das? Das ist toll essen. Heute ist Sonntag, muss man nicht immer, ist gut aus. Muss man nicht immer Bratwurst haben oder Fleisch haben. Das ist auch gut. Ich denke, das ist gesünder als Fleisch. Es gibt Leute natürlich, die wollen gerne Fleisch haben. Aber ich persönlich esse auch nicht so viel Fleisch. Es ist Geschmackssache. Ich esse meistens vegetarisch. Ich bin nicht ganz vegetarisch, aber muss nicht sein Fleisch. Hallo, kleiner machen. Nein, ist gut. So. Tolle Sache. Aber natürlich, es gibt die Leute, die können mit auch Fladenbrot kann man auch essen. Aber je nachdem, ne, kann man auch essen. Meine Frau kochst du, die hatte Appetit bekommen, ne? Ja. So. Ist genug. Aber erstmal probiere einer, wie das schmeckt. Moment mal. Hier, mach mal so, ne? Spaß beiseite. Aber echt eine Delikatesse. Hammer. Das kann man auch Handfood nennen. Ganz toll. So, erstmal das. Guck mal. Machen wir noch. Kann man auch Gurken als Beilage auch nehmen. Gurken wäre auch gut, aber im Moment habe ich nicht in Hand. Ja, weil Tomaten sind da. So. So. Mach erstmal ganz schön weg. Ganz kleinen Moment mal. So, meine Lieben, hier haben wir Olivenöl. Aber Geschmackssache. Aber ich esse gerne mit Olivenöl. So ein bisschen.
So. Dann ich sage guten Appetit. Mein Essen ist fertig, aber ehrlich, es sieht gut aus. Wie gesagt habe, Linsen, Bulgur, hier haben wir Beispiel und die Beilage. Petersilie, habe ich ein paar Weinblätter auch hier, kann man auch essen, schadet nichts. Und Frühlingszwiebeln, das bringt Appetit. Tomaten habe ich da. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bis nächstes Mal. Falls ihr Fragen habt, ich komme gerne euch vorbei. Ich koche für euch live. Alles Gute, schönen Sonntag. Bis nächstes Mal.